Das Rezept ist seit über 100 Jahren gleich. Man braucht für den Teig Mehl und Zuckersirup. Das sind die Hauptzutaten. Da weder Eier, Nüsse noch sonstige Eiweißstoffe hineinkommen, ist der Lebkuchen später sehr lange haltbar. Damit der Teig locker wurde, musste er früher ein halbes Jahr gären. Heute kann man das mit Triebmitteln wie Ammonium auf ein paar Stunden verkürzen. Noch mit den Gewürzen Anis, Nelken und Kardamom versetzt, presst eine Maschine den Teig durch eine schmale Öffnung. Gleich danach wird der Teig gevierteilt. Und dann wird er auch noch in Stücke gehackt. Der Grund? Nur so verteilt sich der Teig gleichmäßig auf der Druckwalze, die aus der Lebkuchenmasse Teigherzen macht. Damit die Teigherzen nicht kleben bleiben, werden sie mit einer Stange vom Förderband gelöst. Die Teigherzen wandern jetzt auf dem Förderblech in den Ofen. Der ist 30 Meter lang und hat verschiedene Hitzestufen eingebaut, damit sich die Lebkuchenherzen beim Backen optimal entwickeln. Nach 10 Minuten kommen die frisch gebackenen Lebkuchenherzen am anderen Ende wieder heraus. In diesem Werk im fränkischen Main-Bernheim werden für das Oktoberfest jährlich 300.000 Lebkuchenherzen hergestellt. Was unseren Herzen jetzt noch fehlt, ist der Zuckerguss. Der Rand wird maschinell aufgetragen. Aber alles andere braucht noch Fingerfertigkeit. Wochenlang üben diese Mitarbeiterinnen den exakt gleichen Schriftzug für die Wiesenherzen. Eine ganz neue Handschrift. Und erst wenn alles passt, dürfen sie hier sitzen und Grüße schreiben. Und auch die kleinen Blumen und Blüten werden millionenfach einzeln draufgetupft. Nach mehreren Stunden Trockenzeit verpackt und verschweißt eine Maschine die Herzen. Damit bleiben sie mindestens 2 Jahre frisch.